Shalom Aleichem. Heint wollen wir reden wegen einem von den jüdischsten jüdischen Mullers, Yankel Adler. Yankel Adler ist geboren geworden in Lodz in 1895. Stammt von einem armen Reim und sie bewundern, von wann es nimmt sich zu ihm als ein feiner Geschmack, als ein tief Gefühl für Koloristik, in einer großen Harmonischkeit. Zu seinen 10 Jahren fuhr die Mischpuche rüber in Barmen, Deutschland, zu suchen dort neue Glieden. Dem jungen Yankel hat im Barmen beämmes abgegliegt. Reibt und sich lernen in der dekorativen Schule beim Professor Witthichter, welcher nimmt ihn an in seine Klasse. Nach dem Ausbrechen von der Ersten Weltmalchume muss Adler verlassen Deutschland und kehrt sich in Lodz. Ist nicht nur ein Muller, hat lieb gehabt zu theoretisieren und geschrieben jüdische Lieder. Agav wie euch sein Kumir Marc Chagall. Was hat gehabt auf Adlers Schaffung eine gewisse Spur? In jenen Jahren ist in Lodz entstanden eine eigenartige Gruppe Künstler, die sich einen Namen gegeben Jung Jiddisch. Sie ist bestanden von den Dichters Moshe Broderson und Melech Ravitch, die Mullers Adler, Henech Barczymski, Itzhak Bräuner, Dina Matz und andere. Die Gruppe hat repräsentiert alle radikalen Strömungen zwischen den neuen Künstlern. Nach dem Lodger Period kommt ein zweijähriger Überreis in seine Schaffung, weil Adler fuhrt darüber in Belgrad, wo nimmt die Arbeit in einem königlichen Werkstatt wie ein Gravierer und Stempelmacher. In 1920 geht aus sein Kontrakt und Adler fuhrt darüber in Deutschland, in Düsseldorf. Auf jenem Period fällt aus sein Evbli. Die Kollieren von seinen Bildern treten etwas ab, Leteuves die konstruktive Elementen. In der Dämmeltecker Mullerei bemüht sich Adler zu schaffen auf große Flächen. In die Unibdrassiker hebt der Antisemitismus auf in Deutschland sein Parzev und erstickt jede freie Schaffung, befreit von einem jüdischen Muller. In 1933 muss Adler verlassen Deutschland und durch Paris kehrt sich in Polen. Aber auch dort buschewt die polnische Reaktion. Beteiligt sich in einem Weltkongress von der jüdischen Kultur in 1937 und in 1940, nach dem Ausbruch von der Zweiten Weltmalchume, verschreibt sich in der polnischen Divisie, wo es sich organisiert in Frankreich. Macht durch den schweren Gürtel von einem Soldat, bis demobilisiert sich in London. Dort verbleibt schon bis zum Tod. Es ist selten zu treffen, noch als modernen Künstler wie Adler, wegen welchem wir wohl gekonnt sagen, als seine Malerei ist die reinste Transkription von dem jüdischen Luschen. Dem 28. April 1949 in London ist Yankel Adler gestorben.